das Leben feiern und weniger konsumieren. Konsumieren. Willkommen zum Swiss German Online Podcast von mir, der Katrin Erni. Ich hoffe, euch mit der nächsten Geschichte ein bisschen zu inspirieren. Die Tochter von meiner Bekannten Deli ist letzte von einem freiwilligen Einsatz zurückgekommen. Es war kein normaler Ort. Sie war in einer Gemeinschaft von Künstlern. Die Leute hatten eine alte Fabrikhalle und dort zusammen gelebt. Sie haben zusammen gekocht, zusammen musiziert, zusammen Kunst gemacht und sind auch immer noch dran, nah die Halle besser einzurichten. Alle sind gekommen und gegangen, wie sie wollten. Auch die Freiwilligen aus aller Welt. Aber die Idee ist die gleich geblieben. Zusammen sein, nichts müssen besitzen, einfach leben. Die Gemeinschaft lebt in einem kleinen Ort in der Schweiz. Sie haben ganz eine einfache Unterkunft. Kein Luxus, kein Wellness, kein schickes Hotel, nur das Nötigste. Auf dem Tagesprogramm steht auch eine moderne Art von Schatzsuche, nämlich Dumpster Diving und die Wiederverwertung von Filmen, die unsere Gesellschaft einfach fortrührt. Und weisst was? Deli war mega beeindruckt. Sie hat gesehen, wie Leute ohne die neuesten Autos, ohne grosse und teure Wohnungen oder ohne neue Gadgets zufrieden sein können. Die Leute von dieser Gemeinschaft definieren sich nicht über Sachen, sondern über die Gemeinschaft mit den anderen, Musik, Kreativität und persönlichen Ausdruck. Ich glaube, der Kontakt zu diesen Leuten und die Gespräche über verschiedene Weltanschauungen haben Deli verändert. Sie hat auch etwas gemacht, was mich wirklich überrascht hat. Sie ist jetzt, mitten im Winter, im Fluss baden. Es war kalt, mega kalt, aber sie hat es gemacht. Sie war sehr mutig und hat sich dazu überwinden. Respekt. Ich habe gemerkt, der freiwillige Einsatz hat etwas mit ihr gemacht. Sie ist stärker zurückgekommen, ruhiger, klarer. Und schaut auch unsere Lebensform jetzt kritischer an. Wir müssen ja nicht immer so weiterleben, wie es uns die ältere Generation vorgemacht hat. Jetzt frage ich mich, wie ist das eigentlich, das Zusammenleben in so einer Gemeinschaft? Können wir von ihnen etwas lernen? Müssen wir wirklich mehr haben oder wäre es nicht besser, mehr miteinander zu teilen? Warum nicht mehr aus dem Hamsterrad ausbrechen und sich einfach mehr Zeit für Begegnungen und mehr Raum für Kreativität nehmen? Ich persönlich habe noch nie eine längere Zeit in so einer Gemeinschaft gelebt. Aber ich finde die Idee sehr spannend. Nicht wegen der Romantik, sondern wegen dem Fokus. Weniger Konsum, weniger Stress, mehr Arbeiten mit den Händen, mehr Kreativität, mehr Zeit für Musik, mehr Zeit fürs Leben. Das Leben im Moment. Meine Bekannte ist einfach stolz. Stolz, dass ihre Tochter den Mut hatte, das zu probieren. Und dass sie eine andere Seite der Schweiz gesehen hat. Und jetzt nimmt es mich Wunder. Was meinst du? Könntest du dir vorstellen, mindestens für gewisse Zeit in so einer Gemeinschaft zu leben? Wie stellst du dir das vor? Oder bist du lieber ein einsamer Wolf und brauchst deine Ruhe, deinen Freiraum, deine 4 Wände und deine eigene Welt? Hast du manchmal das Gefühl, du bist in so einem Hamsterrad gefangen? Hast du schon einmal in einer Gemeinschaft wie zum Beispiel einer WG gelebt? Wie war das für dich? Heute gehen viele Junge, auch einige Ältere, mit Helpex oder Workaway reisen. Sie arbeiten dann niemand als Freiwillige und haben dafür Kost und Logis. So können sie das Land und die Leute von einer anderen Seite her lernen kennen. Hast du auch schon Erfahrungen damit? Hast du schon von Dumpster Diving gehört? Was hast du schon vor der Müllabfuhr gerettet? Wie denkst du darüber? Und wo findet man die besten Sachen? Das ist also das Thema für unsere Diskussionsgruppe und ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu. Bis bald!
Was? Du bist noch nicht mit dabei, aber würdest auch gerne deinen Senf dazugeben? Dann melde dich bei mir und dann kannst du auf Zoom zu uns stossen. Dort üben und schleifen wir jeden Dienstagabend am 7. unser Schweizerdeutsch. Tschüss!